Max beim Theaterstadel. Ihr Peter. Und Gerda Steiner. Lachen macht das Leben. Kommen, herzlich willkommen zur Theaterstadel. Also schauen wir einmal, 7 habe ich nicht, 11 habe ich auch nicht, 27 habe ich auch nicht, 35 habe ich auch nicht. Ich habe ja gar keine richtig. Ja, wer kann mir denn so daneben schreiben, ha? Herrschaft, na, dass ich nicht einmal was gewinne, dass ich mal ein bisschen ein paar Mark auf der Seite habe. Wieder nichts gewonnen, naja. Das ist die Alte, die darf ja das gar nicht wissen, dass ich Lotto spiele und gar nicht. Ja. Hier kann man sagen, was man will. Sag einmal, was meckerst denn schon wieder, ha? Ich meckere, wann ich will, gell? Und wenn du ein bisschen mehr auf deine Tochter schauen darfst, ja, dann tätst du sehen, dass sie einen Weltschmerz hat, ne? So, ja, warum hat er einen Weltschmerz und warum meckerst du denn dann? Warum? Ja? Stell dir vor, dieser Schuft, der Max, hat sie einfach sitzen lassen. Der gemeine Sekretär, der Ja. Max, Jawohl, der hat sie sitzen lassen. der hat sie sitzen Ja, lassen. da hast du ja recht, das ist dann ein Schuft. Eben. Den, wenn ich erwische, den reiß ich in der Mitte auseinander. Hoffentlich finde ich sie mitten, ne? Geh, Peppi, du Angeber. Was denn? Du hast doch deinen Lebtag noch nicht gerauft. Ja, weil ich meinen Jähzorn kenne, ne? Wenn ich einmal wo anfange und wo hinhau, da wächst ja kein Gras mehr, nicht? Da ist ja alles wie verwüstet, ja. Warum hat er die denn sitzen lassen, der Max, ne? Also, wenn du das genau wissen Ja, willst, das hätte ich schon ganz genau gewusst, gern, ja. weißt mir, du keine Aussteuer mitgeben kannst. Das ist alles wegen so einer Kleinigkeit. Weil du nichts bist und nichts hast. So. Immer bin ich schuld. Ist vielleicht die Liesel schuld, dass er seinen Vater hat, ha? Ja. Mach da nichts draus. Nein. Du kannst ja nichts dafür, dass du bloß ein gewöhnlicher Mensch bist. Ja, eben. Dass du es heute zu nichts braucht hast im Leben. Ja. Zu gar nichts. Ja. Hast du das gehört heute? Ich hab's zu gar nichts gebracht. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch, der so nichts gebracht hat. Das brauchst du mir nicht erzählen. Das weiß ich schon 30 Jahre. So. Aber das weiß ich. Sollte ich noch mal auf die Welt kommen, und ich komme noch mehr auf die Welt, weil ich an die Wiedergeburt glaube. Wenn wir gerade von der Wiedergeburt reden, kennst du die Wiedergeburt von einem Wurm? Was, die Wiedergeburt von einem Wurm? Pass auf. Ja? Hier ist eine grüne Wiese. Ja. Da schlängelt sich ein Wurm. Aha. Jetzt kommt ein Frosch, der frisst den Wurm. Jetzt ist der Wurm weg, aber der Frosch ist da. Jetzt kommt ein Storch geflogen, der sieht den Frosch, frisst den Frosch. Jetzt ist der Wurm weg, der Frosch weg, aber der Storch ist da. Der Storch, der bringt die kleinen Kinder haben Würmer, ist der Wurm wieder da. Und darum glaube ich an die Wiedergeburt. Ne? Ja. Und wenn ich wieder geboren werde, dann fange ich an zu arbeiten. Dann schufte ich und racker ich, dass die Kinder mal was haben. Und wenn's Würmer sind. Du, da kommst du aber spät drauf. Warum? Was? Hey, du, der Kuchenbichler, der steht da draußen, der Geldbriefträger. Oh, vielleicht kommt Geld ins Haus. Ja, Was? vielleicht vom Onkel aus Amerika. Frau, du bringst mich auf eine Idee. Okay. Im Jahre 1871
Da ist der Bruder von meinem Großvater nach Amerika ausgewandert und der Großvater hat ihm damals das Geld geliehen zur Fahrt. Das wird er vielleicht jetzt zurückschicken. Siehst du, Alter, jetzt weiß ich bestimmt, dass du Depp bist. So? Also, schau her, drum hast du nie zu irgendetwas Ach, gebracht. was Blödsinn. Weil du immer gedacht hast, Glück fällt dir in den Schoß. Ja, mei. Anstatt dass die anständig gerührt Ja, hast. gerührt hat, ich hab mich immer gerührt. Ich bin noch nie ein Fahrer. Ich hab mich so gerührt, ich war schon bald das reinste Rührei, so hab ich mich gerührt. Alte, glaub mir das. Eines Tages kommt das Glück ins Haus. Ist schon da, ist schon da. Hereinspaziert. Grüß Gott. Der Herr Gemeindesekretär, der Maxl, aha, was verschafft uns die Ehre? Du warst ja lang nicht mehr da, habe ich gehört. Und meine Tochter weint sich die Augen aus. Na ja, jetzt bist du wieder da, ich will ja Bescheid sagen, gell? Ich brauch die Liesel nimmer. Was? Ich hol bloß meine Sachen ab. Was hast du deine Sachen? Moment mal, den Radio, den hast du der Liesel geschenkt, gell? Das darf dir so passen. Hä? Den Gemeindesekretär als Schwiegersohn. Armer Schlucker, trauriger. Ah, da. Sagen wir mal. Jetzt dreh ich ihm den Kragen um. Dabei, die Quertame. Hast du was gesagt? Dreh mir um und dreh mir rauf, es liegt nichts dran. Das wird dein Glück sein. Ja, Aber ich kenn die Zigaretten. ich kenn mir, ne? Du nimm mir mal eine, gell? Ja, eine darfst du nehmen, gell? Sie sind zwar sehr billig, aber nicht die schlechtesten, ne? So. Ja, Ah, die sind gut. Gell? Die nehme ich mit für dich. Halt! Lass meine Zigaretten da, da sind bloß noch 3 Stück drin. Die brauche ich heute, morgen und übermorgen, dann kommen wieder frische ins Haus. Und grüß Gott. Warum hast du denn jetzt nicht zerrissen? Ach was, weil ich gar nicht gewusst hätte, wo ich das ganze Klump hinschmeißen soll. Ne? Aber verdient hätte er's. Warum? Ach so, weil er die Liesel stehen hat lassen, gell? Nein, im Gegenteil. Weil er sitzen hat lassen. Sitzen hat er es lassen. Warum kommt denn der Peter heute schon? Was, der Peter kommt? Dein Bruder kommt schon heim? Ja, der macht ein Gesicht, als ob er sie umbringen will. Tatsächlich, ja, schau mal. Ich hab gemeint, heute ist ein Glückstag, ha? Schau, Schon wieder. schau. Ja, Peter, hast du schon Feierabend Ja, gemacht? sag mal, warum bist du schon da? Ich hab für immer Feierabend. Für immer Feierabend, sag mal. Ja, und der Adlerwirt braucht ja keinen Hausknecht mehr. Brauch er schon. Ja. Ja, um Gottes Willen, Bur. Ja, du wirst doch den guten Posten nicht aufgeben haben. Ja, du. Rausgeschmissen hat er mit der Adlerwirt. Was? Ja, warum denn? Ja, um Himmels Willen, warum denn? Weil er mich mit der Gitti erwischt hat. Ja, und? Da ist doch nichts dahinter. Du meinst das doch ehrlich mit der Kitty, oder nicht? Ja, und die Gitti, die mag dich doch, Ja, oder? Bralle. Das ist doch dem alten Gauner gleich. Und wenn die Gitti und ich tot unglücklich wären, ist ihm das auch wurscht. Aufbauen will er. Was? Sein Gasthaus vergrößern. Aber dafür braucht er einen Schwiegersohn, der wohl Geld mitbringt. Gelb. Siehst du es da jetzt? Bist jetzt glücklich, weil du deinen Sohn ins Unglück stürzt hast? Was hab ich? Nix hast du. Gar nichts hast. Drum kriegt der Peter die Gitti nicht. Nee. Warte. Ja. Der Bub vom Kreuzbahn, der nimmt's jetzt. Und der kriegt die Gitti. Warum denn? 100%ig. Warum? Ja, warum denn? Weil der Vater was ist und was hat. Genau so ist, genau so. Nur weil du nix hast und nix bist, krieg ich die Gitti nicht. Die einzige Tochter vom Adlerwirt hätte Ja, ich ja. heiraten können. Ja, ja. Adlerwirt war ich geworden. Aber du hast ja nix. Ja, ja. Ich bin immer schuld, ne? Bin ich vielleicht schuld, dass du nix hast und nix bist? Ja, von was hätte ich denn reich werden sollen? Ich habe ja nichts anderes gehabt wie eine einzige Kur und eine Wiesen dazu. Und die Wiesen war so klein, dass die Hinterfüße von der Kur dauernd beim Nachbar drin gestanden sind.
Und wenn wir die Kuh notgeschlacht haben, haben die zwei hinterm Fürst und Nachbar als Pachtvertrag gehört, ne? Ja. Vater, andere haben's auch mit nichts zu was gebracht. Aber du hast immer gut gelebt. Ja, ich muss ja schon wieder lachen. Ich hab gut gelebt. Wie ich so alt war wie du, habe ich nur Brennsuppe gegessen, ne? Ja, und dann habe ich nur Kartoffeln samt der Schalen gegessen. Warum? Weil wir kein Messer gehabt haben zum Abschneiden. Und wie ich älter geworden bin und hab rauchen dürfen, habe ich nur die billigsten Zigaretten geraucht. Und nur einmal in der Woche habe ich ein Viertel Wein getrunken am Sonntag. Und wenn es keinen Sonntag gegeben hat, dann hat es gar nichts gegeben. Ja, aber das summiert sich, lieber Vater, das summiert sich. Das summiert. Also, Peter, jetzt reicht's aber, gell? Jetzt ist wirklich nur. Liesl, stimmt's denn vielleicht nicht? Hätt ich die Gitti vielleicht nicht gekriegt, wenn unser Vater was hätt? Ja, selbstverständlich. Heute noch kannst du das heiraten. Und du, Liesl, du hättest deinen Max schon lang. Du wärst heute schon lang Frau Gemeindesekretär. Ja. Also, du brauchst dem Vater keinen Vorwurf machen. Weil mit 60 bist du der gleiche arme Schlucker wie der Vater. Das ziehe ich dir auf 100 Meter Entfernung um. Ich hab nicht arm geschluckt, ich hab reich geschluckt. Ne? Da kennst mir aber schlecht, gell? Okay, du bist doch kein Mannsbild nicht. Sonst seid ihr da nicht rumstehen und um die Gitti plären. Ja, was soll ich denn sonst da? Glaubst du das? Ja. Ich bin am Ober. Ja. Weißt du, was ich sagen darf? Ja, was denn? Ich würde sagen, Gitti, jetzt zieh ich in die große, weite Welt hinaus, bis nach Amerika. In 3 Jahren bin ich wieder da mit einem Koffer voller Geld und dann heiraten wir. Das darf ich sagen. Das ist ja. Nach Amerika? Ja, da kenn ich ja gar keinen. Schau dir halt einmal den Haberl-Toni an. Der hat doch auch niemand kennt. Und vor 5 Jahren ist er mit zerrissenen Schuhen weg und jetzt, Ostern, war er wieder da. Mit was für Schuhe? Mit nein, Gut, sicher, nein, Schuhe. freilich, weil er nämlich reich geworden ist. 5 Jahre der neue Freund, Schuhe. liebe Schwesterlein, kannst du mir da sagen, mit was ich nach Amerika soll? Jetzt gestell dich halt nicht so. Lass dich halt auf ein Schiff anheuern und da arbeitest dann wie die anderen jungen Burschen. Ja, Ja, und als was soll ich auf dem Schiff arbeiten? als Schiffer. Jetzt hätt's mit dem Burm nicht so auf, gell? Der ist im Stand und geht weiß Gott wohin. Ich sag nur Amerika. Amerika. Mutter, wo ist mein Koffer? Was? Ja, um Gottes Willen, ja, Bub, für was brauchst denn du einen Koffer? Auf der Stelle geh. Was? Na, Bub, du brauchst nicht. Schau her, das Liesel hat's ja gar nicht so gemeint, gell? Ach so, ja, wenn sie es nicht so gemeint hat. Ja. Die Liesel hat schon so gemeint, du Feigling. Herrschaftszeiten, ja, du wirst doch deinen einzigen Bruder nicht fortschicken wollen. Keine Angst, Mama. Der lässt deinen Rockzipfel sowieso nicht aus. Mit 60 sitzt er genauso da wie der Vater jetzt. 61. 61. Eine Schüssel Brennsuppen, einmal in der Woche ein Viertel Wein. Das ist dann, oder? Recht hast, Liesl. Vollkommen recht. Ich muss nach Amerika und viel Geld verdienen, dass ich die Gitti krieg. Ja. Und auf der Stelle gehe ich noch. Und du wirst sehen, dass ich ein Mann bin. Bravo. Aber, mein Gott, nein. Wenn's nur nicht so weit war. Du bleibst da. Keinen Schritt gehst du mir vors Haus, Bub, gell? Es nutzt nichts, Mutter. Und wenn ich die ganze Welt auf den Kopf steigen muss. Bravo, Peter. Bravo, Peter. Danke ist zwar. Bitte. Aber, mein Gott, was nutzt mir denn die ganze Schneid, wenn mir die Mutter nicht gehen lässt? Es hält dich doch niemand. Ach so, es hält mich niemand. Na? Ja, und du, Mutter? Hältst mich du auch nicht zurück? Na, Bub. Ich möchte von dir mal nie den Vorwurf hören, dass ich schuld bin, dass du die Gitti nicht gekriegt hast. So. So. Der Weg zum Reichtum ist frei. Stock und Hut steht im Gut. Mein Gott, na, bis nach Amerika. Bub, pass auf, da sind so viele Amerikaner. Ja, Du, komm gesund wieder. Ja. Sei vorsichtig, gell? ist schon recht. Ja. Also, ob ich wiederkomme, gell? Was? Ist eine andere Frage. Was? Ja, vielleicht komme ich nie mehr. Na, hör auf. Habt's gehört? Nie mehr. Um Gottes Willen. Ja, und du, Vater? Was? Hast mir du nichts zum Sagen? Jo, Bub. Was? Vergiss den Koffer nicht.
Viert euch Gott. Viert euch. Fertig Gott. Mach's gut. Fertig, Bub. Fertig Gott. Fertig, Mein Bub. Gott. Ja, aber Was? was mache ich denn, wenn ich jetzt so lang fort bin? Und die Gitti nimmt einen anderen? Ja, dann hast du Pech gehabt, ne? Na, wie bin ich? Ja, Also dann geh jetzt. ja, sehr, sehr gut. Viert euch. Fertig Gott. Fertig, Fertig Bub. Gott. Fertig Gott. Du Mutter, Was denn, Bub? Mutter, wenn ich jetzt die Gitti nicht krieg, Ja? was soll ich dann für eine nehmen? Eine blonde oder eine schwarze? Mein Bub, das ist doch mir wurscht. Aha. Dir muss doch gefallen. Ja, So ist's. ja. Also, viert euch. Also gut, fertig Gott. Mach's Fertig, gut. Bub. Servus, Bub, komm. Wenn's aber jetzt gar keine Haare hat, Na, nimmst der Platte weg. Ja, also jetzt geh. ja. Fertig Gott. Servus, Bub, fertig Gott. Siehst du das? Das Unschlüssige, das hat er von dir. Jawohl. Ja, Aha. Was ist jetzt? was ist denn? Ich hab kein Taschentuch. Mein Gott, na, Bub. Da, dann nimmst halt meins. Ja, also Dankeschön, Mutter. Ja. Bittchen. Aber jetzt geh ich wirklich nach Amerika, gell? Ja. Also, Ja. wenn wir uns auf Erden nimmer sehen, dann vielleicht im Himmel. Ja. Himmel. Also, lebt's wohl. Ja, fertig Gott. Mein Alles Gott, Gute. der Bub. Ich kann euch sagen, was hat der Bub nur für eine Schneid? Das hat er von mir. Das hat er von mir. Ja, was ist denn jetzt? Es regnet! Das gibt's doch gar nicht. Wegen am Tröpfelring geht er nicht nach Amerika. Du bist gut. Soll man vielleicht bei dem Sauwetter einen Tod holen? Was nutzt mir dann das viele Geld? In Amerika regnet's jetzt aber nicht. Meinst? Gib ihm von der Mama den Schirm. Bei der ist wurscht, wenn's nass wird. Also, Alter. Ja, Da schau her, nimm der Mama ihren Schirm. ja. Mein Bub, du auf den Schirm aufpassen, gell? Halt ihn in Ehren, der ist noch von der Großmutter selig. Schon recht, man sieht's. Also dann, auf eure Verantwortung. Ja. Habt's gehört? Auf eure Verantwortung. Gut, Wenn's mir mit Gewalt umbringen wollt, dann bitte, bitte. bitte. Ja, Okay. fertig Gott, Bub. Fertig, Bub. Fertig. Nein und noch einmal nein. Was ist jetzt? Als anständiger Mensch kann ich die Gitte nicht allein lassen und nach Amerika verduften. Peter, du musst nach Amerika und musst den Koffer voll Geld mitbringen. Sonst lässt dich der Adler wird seine Tochter nicht heiraten, weil du so ein armer Schlucker bist. Also schau, dass du dann nach Amerika kommst und den Koffer voll machst. Also gut, wenn's meinst, Ja, für die Gitte da tue ich alles. so ist es. Und kommen tue ich erst wieder, Ja. wenn der Koffer voll ist. Das ist Ja, so mach ich's. So machst du Gell? es. Alter, da kommt der Adlerwirt. Was? Um Gottes Willen, und wild schauen tut er wie ein Hornissen. Hat er seinen Adler auch dabei? Du Frenkel, gell? Lass dich du ja nicht mehr erwischen, dass du meine Tochter abschmust. Sonst dreht er das Lebendigen durch den Fleischwolf. Hast du mich verstanden? Das ist ja mein Schürten, ha? Die hast du mitgenommen, ha? Mein Gott, der Adlerwirt zerstört doch das Glück unserer beiden Kinder nicht. Hast du das gehört, ha? Hast du das gehört? Glück, sagt sie, wenn sie so einen armseligen Fritter heiraten möchte, ha? Jetzt hab ich dazu auch noch was zu sagen. Merkt ihr das? Mein lieber Boy, vergesst nicht, dass wir zusammen aufgewachsen sind. Denn wir waren gleich arm, wir zwei. Ja? Waren wir. Aber ich hab gearbeitet. Ja. Ich hab gerackert, ich hab geschufft, ich hab's zu was gebracht. Aha. Ich hab aus meinem kleinen Bauernhof eine große Wirtschaft gemacht, mit 20 Fremdenbetten. Na, was soll ich da herin mit 20 fremde Betten anfangen? Ich kann ja nicht einmal 20 bekannte Betten brauchen. Ne? Ich hab sogar Englisch gelernt, Was? bloß damit mich meine Gäste verstehen. In die Betten drin. Ja, Was? Du und Englisch, das ich nicht lang. Aha. vielleicht nicht, ha? Sollst du beweisen? Da war ich neugierig. Ja.
1, 2, 3, 4, 5. Halt, Moment, halt. Da glaube ich, war eine Italienerin dabei, ha? Ich kann ja nicht aber fragen, was herkommt. 6, 7, 8, 9, 10 passt. Ja. 10 kannst vielleicht schon, aber verzählen zu deinen Gunsten. Tu mir du nicht frech werden, gell? Du Playboy, du lausiger. Moment noch, und das hätte ich bald vergessen, dir noch mitzuteilen. Meinen Viertel trinke ich nicht mehr am Sonntag bei dir. Ich gehe jetzt zum Getränkemarkt. Wird er gut sein. Auf Gäste, die den ganzen Tag vor dem Viertel Wein sitzen, Ja. da kann ich drauf Da verzichten. muss ich Stimme heben, bin ich Ja. Deutsch. Und du nicht, Notnickel, gell? Du lässt dir gesagt sein. Dich möchte ich nicht einmal als Cowboy, geschweige als Schwiegersohn. Mein Gott, Adlerwirt, ich bitte dich, nimm doch einen Peter. Du, der ist im Stand, der geht bis nach Amerika. Der nach Amerika. Jawohl, nach Amerika. Und wenn's jetzt nicht Ja sagst, Ja. nicht augenblicklich Ja sagst, dass ich dein Gitti krieg, dann Ja, was ist dann, ha? dann schreib mir da nicht einmal Ansichtskarten, jetzt hast du's. So ist er, gell? Dann hast du es, ne? Und dein Gitti, die kann sich die Augen nach mir ausweinen. Und das tut sie auch, weil ich die Gitti kenne. Die weinen sowieso so viel. Ja und? Lass sie doch weinen. Braucht's nicht so oft aufs Heisel. Was? Der Kuchen, Glück hast du. Es nutzt nix. Es nutzt nix. Amerika, mach auf, ich komme. Ja, was ist jetzt das? Der schlaft am helllichten Tag. Was? Ah, das passt ganz gut. Da nehme ich einen Schluck und mach einfach gluck, gluck. Da ist gar nichts drin. Da nehme ich eine Zigarette. Leer gebrannt ist diese Stätte. Pepe. Pepe. Hallo? Pepe. Ah. Da schau her. Heini. Grüß dich Gott, Heini. Ja, sag mal, was soll denn das bedeuten? Da ist aber kein Schnaps drin und nichts ist da, keine Zigaretten sind Alles da. leer, alles nichts mehr. Was? Ja, hat der Peter noch nichts geschickt? Noch gar nichts hat er geschickt. Ne? Ja, aber der ist da schon 4 Wochen fort. Naja, schon das Reichwerden, das geht nicht so schnell, ne? Oh, ja, freilich, ja. Ist er nach Amerika? Nein, nach Amerika ist er nicht. So ist er nicht. Nein, Ist er nach Australien? nein, nach Australien ist er auch nicht. Nein. Ist er nach England? Nein, da ist er auch nicht. Er hat gesagt, er fährt nicht so weit weg, weil wenn mir oder der Mutter was passiert, dann ist er nicht rechtzeitig zur Beerdigung wieder da. Ne? So viele Gefühle hätte ich dem Peter gar nicht zutraut. Ja, bin auch selber Ja, schlecht. wo ist er dann? Ja, wo ist Ja. der Peter? In München? Was? München? Ja. Ja, das ist ja nur eine Stunde von unserem Dorf entfernt. Ja, das schon, aber München ist auch eine Großstadt, da kann man doch auch reich werden, ne? Ja, freilich, ja, das schon. Ja, wenn man den richtigen Beruf hat, schon. Ja, den hat er. So, ja, so. ja. Ist er bei einer Behörde? Bei was für einer Herde? Bei einer Behörde? Bei der Behörde, nein, das ist nicht, nein. Ist er beim Arbeitsamt? Nein, er arbeitet woanders, ja. Ist er beim Wohnungsamt? Nein, er wohnt woanders, ja. Ist er bei der Gewerkschaft? Nein, er werkelt woanders, ja. Ist er bei der Politik? Bei der Politik, ja auch. Man kann es auch mit einem ehrlichen Beruf zu was bringen, ne? Ja. Ja, was macht er dann? Was er macht, er kontrolliert die Leute und alle müssen zahlen. Ne? So, ja. Und wenn er will, stehen die Räder still. Nein. Ja. Er ist in einem Fahrradgeschäft. Na, er ist Straßenbahnkontrolleur, ne? Da schau her. Und da fährt er durch die Stadt. Mitten durch, ja. Das der richtige Beruf ist für einen Peter. Da muss er anständig sein zu den Leuten. Na ja, das ist er schon, ja. Manchmal da kommandiert er wie ein General. Okay, ja, und ich soll das glauben. Das kannst du ruhig glauben, ich bin den ganzen Tag mit ihm mitgefahren. Da schau her. Ja. Hat er dich auch kontrolliert? Zweimal. Einmal habe ich Straf zahlen müssen.
Hat er sich recht gefreut, weil er Geschäft gemacht Ja, hat. weil er Geldeignummer hat. Ja, lieber beim MVV als wir beim VVM. Ja. Und was ist denn das, MVV? MVV heißt Münchner Verkehrsverbund. Aha. Und was heißt dann VVM? Verein verwahrloster Männer. Na, da ist er nicht. Na. Ja, na geh wieder, ich hab einen Hunger. Ja, hast du Mittag gegessen? Ja, schon oft. Was? Ich meine, ob du heute schon Mittag So, gegessen nein, hast. heute noch nicht. Nein? Dann gehst du jetzt in die Küche hinaus und nimmst dir eine Schmalznudel. Ich danke dir schön, gell? Gell? Darf ich nicht mehr nehmen? Nein, du nimmst nur eine Schmalznudel, bitte. Warum darf ich noch nicht mehr nehmen? Weil wir nur eine haben, ne? Man braucht ja nicht Dankeschön sagen. Ja, der Heine. Der weiß nicht bloß Heine, das ist ja Heine. Was wolltest denn du mit mir reden und der Ja, Frau? schau, also pass auf, Dirndl. Ich weiß, dass dich der Max nicht mehr mag, ne? Heute habe ich den Jagerläusel getroffen und der hat mir sein Herz ausgeschüttet und hat gesagt, er hat dich ganz narrisch gern. Und der tät dich vom Fleck weg heiraten, ne? Ich weiß schon, ja. Ja, ich weiß, er ist halt ein kleiner Beamter, ein Jäger, aber so viel wie der Gemeindesekretär verdient er auch, gell, das sag ich dir. Also aufs Einkommen habe ich noch nie geschaut. Naja, warum magst du den Jagerläusel nicht? Ach, weißt du, Was? ich hab's halt noch nicht überwunden. Ja, das Über ist immer gefährlich, ja. Aber du magst den Max noch, gell? Ja, nein. Was? Ich weiß zur Zeit selber nicht. Glaubst du, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, das ist... Werd Ich schon ein danke dir bisschen für die dauern. Nudel, gell, Ja, Betty. ist gern geschehen. Du und dem Max du nicht nachtrauen, dem Windhund. Ja. Weil der, Wer ist ein Windhund? ich wollte sagen, draußen geht der Wind und jetzt suche ich meinen Hund. Was du vielleicht meinen Hund? Hau ab, sonst mach ich dir Füß, gell? Dankeschön, ich hab schon zwei. Mehr kann ich gar nicht brauchen, weil ich hab nur ein Paar Schuhe. Für euch Ja, benannt. für die Heine. Ja. Servus, Liesel. Grüß dich, Schwiegerpapa. Was? Wir hauen ja gleich um. Du, Max, Ja, was starrt's mir denn so an? Ja. Bin ich vielleicht der Geist? Na, das nicht. 2 Monate hast du jetzt schon nicht mehr sehen lassen. Vor 4 Wochen hast du den Radio mitgenommen, ne? Ja, nur zur Reparatur hab ich ihn mitgenommen. Was? Der war doch überhaupt nicht kaputt. Ja, aber selbstverständlich. So. Wie ich damals bei euch am Haus vorbeigegangen bin, hab ich auf der Straße draus schon gehört, dass der Ton nicht mehr ganz stimmt. wahr? Ja, also hab ich mitgenommen und richten lassen. Ja. Ja, da schon her. Die Vase habe ich auch wieder mitgebracht. Da habe ich dir Blumen reingekauft. In der Hitze. Und ohne Wasser. Da ging es doch kaputt. Ich mein kaputt, Liesel. Schau her. Da schon her. Na, Was? bist zufrieden? Schwiegerpapa. Was? Schwiegerpapa? Ja, Wieso Schwiegerpapa? die Liesel und ich, wir heiraten auf Pfingsten. Was? Am Pfingsten? Ja, das sind ja bloß nur 14 Tage. Ja. Also haben wir es doch ausgemacht, Liesel. Vor 3 Monaten. Weißt du es nicht mehr. Freilich weiß es nur Max, aber warum bist du denn so lange nicht mehr gekommen? Liesel, ich hab doch unsere Wohnung herrichten müssen. Tag und Nacht hab ich gearbeitet. Und dafür machst du mir jetzt Vorwürfe, ha? Unsere Wohnung? Meine Mama tritt uns 2 Zimmer ab. Ja, zuerst kriegen wir ein Zimmer und dann kriegen wir noch ein Zimmer dazu. Und ich hab glaubt, Wir dass... kriegen 3 Zimmer. Aber Liesel, du wirst doch nicht an mir gezweifelt haben, oder? Übrigens, Schwiegervater, Ja, was denn? Was? ein Brautpaar lässt man allein. So? Ja. Na gut. Irgendwo stimmt da nicht. Aber weit gehe ich nicht. Sag mal, Max, ist das wirklich wahr? Ich mein, am Pfingsten? Naja, am Anfang müssen wir uns halt mit diesen 2 Zimmern zufrieden geben. Aber im Herbst, Liesel, da fangen wir an zu bauen. Ein schönes, großes Einfamilienhaus. Ja, sag einmal, hast denn du so viel Geld? Wer ich? Ja, wer denn sonst? Das mit dem Geld, das kommt oft über Nacht. Geh weiter, Liesel. Die Mama möchte noch einige Sachen mit dir besprechen. Wegen der Hochzeit. Oh ja, gern. Vierte! Schwiegerpapa! Max, das ist so... Irgendwas ist da faul.
der baut ein Einfamilienhaus. Naja, wenn er Geld hat, warum nicht? Tüchtig. Und da haben wir... Grüß dich, Peppi. Alter Freund, Alter. Was? Komm, trink mir eine Flasche Wein, du. Ganz ein besonderer. Ganz ein guter, gell? Sag einmal, meinst du mich? Ja, was schaust du mit denen an, als wir so eine heiligen Figur stehen? Ja. Komm, sitz dich her, lieber alter Freund. Aha. So, lieber alter Freund, ich mein, du bist mir bes, ha? Was, Bess? Ja. Ich dir? Geh, Peppi, wie kommst du denn da drauf? Wo wir doch so gute Freunde sind, Peppi. Und wo wir doch miteinander aufgewachsen sind, Peppi. Ja, aufgewachsen sind wir miteinander, daran kann ich mich erinnern. Ja. Ich kann mich auch sogar noch erinnern, wie wir zwei immer die Äpfel vom Herrn Pfarrer seinen Garten gestohlen haben. Ja, das war ein Hitz. Ja. Du hast aber die Guten gefressen und ich hab die Faulen gekriegt. Ja. Teilt haben wir immer schon ehrlich, gell, Ja, Peppi? sehr ehrlich, ja, das stimmt. Ja, wir waren aber auch gute Freunde, gell? Was? Was heißt gute Freunde? Wir waren die Besten. Bessere hat's im ganzen Dorf nicht mehr gegeben als wie uns zwei. Ja, Und da hat sich bis heute nichts daran geändert. bis heute. Ja, auf der letzten Zeit, sagen wir mal 30 Jahre, hast du mich ja kaum angeschaut, gell? So. Und vor 4 Wochen, Du meinst das vor 4 Wochen? ja, Stell dir vor, Peppi, was mir da passiert ist. so, was denn? Da hab ich dich doch mit dem Kreuzbaum verwechselt. Was? Ja. Dem schau ich überhaupt nicht ähnlich. Eben, drum hab ich mich so gewundert, gell? Dass sowas überhaupt gibt, gell? Stell dir vor. Was denn? Der Kreuzbauer, der Lackel, er möchte in meine Verwandtschaft kommen. So? Ja, er hat gemeint, meine Tochter soll jetzt einen Burm heiraten. So eine Frechheit. Wo er doch genau weiß, dass wir zwei die allerbesten Freunde sind. Das weiß er. Ja. Und dass für mich als Schwiegersohn nur der Peter in Frage kommt. Mein Bruder Peter? Ja, freilich. Ja, was glaubst du, was das einmal für ein guter Wirt wird? So? Lass dir weiter erzählen. Ja, Peppi. ja. Wie ich am nächsten Tag den Irrtum bemerkt habe. Ja. Ich hab mich ja so geniert. Was? Ich hab mich gar nicht mehr rübertraut zu dir. Zu mir? Ja, Na, doch. so? Aber jetzt hat mich das Gewissen gedruckt. Was hat die gedrückt? Das Gewissen. Na, sind wir froh, dass nichts anderes war, ne? Dann hab ich zu mir gesagt, Ja, zu dir? Leopold, hab ich gesagt. Du hast zu dir selber Leopold gesagt. Ja, ich bin per Du mit mir. Na, hör auf. Ihr zwei kennt euch schon länger. Ja, schon Zeit. Ja, Leopold, hab ich gesagt zu mir, ja. das kannst du nicht machen, dass man wegen so einen kleinen Irrtum die Kinder unglücklich werden lässt. Da hast du recht, wegen so einer kleinen Lappalie macht man sowas nicht, ne? Eben. Ja. Drum schreibe ich Peter, er soll sofort heimkommen, soll meine Gitti heiraten und auf Pfingsten ist dann Hochzeit. Nein. Was? Doppelhochzeit. Wieso Doppelhochzeit? Ja, weil der Gemeindesekretär, der Maxel, der heiratet meine Tochter, die Liesel, auf Pfingsten, ne? Ja, da schau her. Ja. Der Schlaumeier weiß das auch schon wieder. Was weiß er auch schon? Ich wollte sagen, der weiß auch schon, dass er auf Pfingsten Ja, heiratet. das weiß er. Aha, ja. Trifft sich ja großartig. Du, am besten ist, wir machen gleich alles perfekt. Ja, die Verlobung sozusagen. Und wir zwei beschließen die Heirat. Einverstanden? Einverstanden, recht. Hab mich doch getäuscht in dir, du bist doch ein ganz netter, braver, guter Kerl. Ja, ganz ein gutes sogar. wahr, Ja, ja. freilich, Peppi, aber ich muss jetzt wieder schnell heimschauen. Ja, gut. Ich komm dann später mit dem Max noch einmal rüber, gell? Also, Vierte vierte Gott. Peppi. Servus. Vierte, servus, Kommt Peppi, dann heim, gell? gell? Ja, vierte Peppi, Und- gell? Ich habe ja eigentlich gemeint, die trinken wir miteinander. Mach mal, Peppi. So. Den trinke ich dann auf dein Wohl, gell? Ah, so. Vierte Peppi. Also, da stimmt doch was nicht. Da ist doch was faul. Zuerst der Maxl und jetzt der Wirt. Aber ich hab's zu meiner Alten gesagt. Eines Tages kommt das Glück ins Haus. Und jetzt ist schon passiert. Ja.
Sag mal, was stehst denn du da umeinander? Wie ein frisch gestochenes Kaiwi. Alter, ich habe es nicht mehr notwendig, Was hast du nicht mehr dass notwendig? ich noch mal auf die Welt komme. Hä? Es ist alles so eingetroffen, wie wir es uns gewünscht haben. Der Gemeindesekretär heiratet auf Pfingsten unsere Tochter, die Liesel. Und der Adlerwirt war gerade da und hat gesagt, seine Kitty wird mit dem Peter zusammen heiraten, auch auf Pfingsten. Ja. Wirklich? Ja. Ich fall um. Bitte versprich mir nichts, komm her auf. Mein Gott, Was? ja. Siehst du's da, Alter? Was? Da haben wir denen zwei Unrecht Ja, getan. das stimmt auch, ja. Das Ja, stimmt, du, die sind gar nicht so aufs Geld aus. Nein. Der Adler wird nicht und der Max auch nicht. Scheint so, scheint so. Gute Leute Gute sind's. Leute sind's. Brave Leute. Brave Leute sind's. Muss ich so, ja. Da schau mal her. Was? Das Was ist gerade vom Kaufhaus abgegeben worden. Ja, und die Was? Rechnung ist auch dabei. Eine Was, eine Rechnung. Rechnung? Hast du was Hey, bestellt? du kannst ja einen Blödsinn, ich hab überhaupt kein Geld nicht. Du brauchst ja gar nichts zahlen. Lies einmal, was drin steht. Was nicht so ist? Nichts zahlen? Na, lies mal. Eine Tragtasche gehört Ihnen und eine Ihrer Frau. Ja? Sie brauchen die Rechnung erst dann zu bezahlen, wenn es Ihnen mit dem Geld leicht ausgeht. Hochachtungsvoll Kaufhaus Graffel. Schau her. Wir brauchen erst bezahlen, wenn es uns mit dem Geld leicht hinausgeht. Ne? Ja? Sag einmal, Alter, kannst dich du daran erinnern, dass bei uns mit dem Geld einmal leicht hinausgegangen ist? Nein, Na, gell? bestimmt nicht. Da brauchen wir nie bezahlen. Mein Gott. Jetzt red du ganz einen Schmarrn daher. Ja, ja. Aber Alter, ich sag dir Was was. denn? Da stinkt was. Ich verspreche es, ich war's nicht. Hör doch auf. Überleg doch einmal. Ich? Ja? Wieso bemühen sich die um unser so, hä? Ja, da hab ich auch schon gesagt, ja. Gell? Hast du auch schon gesagt? Ja, natürlich. Also, dann denk du einmal nach. Ich Ja? hoffe, Schauflicht das, ja. Mein Gott, jetzt. Ja, Also? Ja. Na? Denk. ich bin nicht dran. Fällt dir was ein? Nein, mir fällt was aus. Was denn? Da, das siehst du. Komm jetzt. Alter, jetzt denk einmal haarscharf nach. Haarscharf. Ja? Wieso bemühen sich die zwei so? Das ist es, was mich interessiert. Der Adlerwirt. Ja, Der Max. Ja. Und jetzt sogar noch der von Kaufhaus Graf. auch noch. Ja, du, die Leute, die bemühen sich doch nur auch um Leute, die ihr Geld haben. So ist es heute. Eben. Ja, eben. Und wir haben doch kein Geld, oder? Ja, eben. Oder hast du ein Geld? Nein, ich hab keins. Hast du ein Geld? Na, ich hab Die keins. Liesel hat auch kein Geld. Eben. Also, du hast nichts, ich hab nichts und die Liesel hat nichts. Eben. Dreimal, lass mich nachzählen. Dreimal nichts ist gar nichts. Ne? Eben. Das ist das, was So ich ist sag. es. Ah! Was denn? Der Peter. Was? Der Peter hat seinen Koffer voll. Der ist reich geworden. Was? Der Peter! Peter! Natürlich! Der Peter ist reich geworden. Ja. Du, nach so kurzer Zeit. Na, Mein Gott, jetzt ja. hat er es geschafft. Ja, also, ein braver Ein Bub. braver Bub. Ein fleißiger Ein fleißiger Bub. Mein Sohn. Wieso, wieso dein Sohn? Wieso? Moment. Dein Sohn, das ist immer noch mein Sohn. Wieso dein Sohn? Na, ich bin der Verleger, du bist nur die Herausgeberin. Was tust du jetzt? Ich geh schnell ins Dorf. Was tust du denn im Dorf drunten? Ja, du nachschauen. Anscheinend wissen die alle mehr als wir mir. Schaut so aus. Ja. Ja. Du, und wenn's soweit ist, Ja. du sei so gut Ja. und tu mir die Taschen, Die die tust Tragtaschen. mir in die Küche In die hinaus. Küche. Gell? Weil wenn das wirklich mit dem Peter stimmt, Ja. ja, dann muss ich mich doch schön machen. Wir machen das. Komm jetzt Ja, ja, in Ordnung, gut. Ich bin ja gleich wieder Also. da. Pass halt ein bisschen auf, nicht? Mein Gott, na, was willst denn du schon Ja, wieder ich hab da? mit dem Peppi was zu reden.
zu reden. Also. Das wird schon was Gescheites Ja, sein. das ist schon was Gescheites. Guten Tag, mein Herr. Jetzt fängt der auch noch zum Spinner an. Ha? Sag mal, bist du so blöd oder weißt du wirklich nichts? Na, wahrscheinlich bin ich schon blöd, weil ich gar nichts weiß. Das gibt's ja nicht, das ganze Dorf weiß es und du weißt nichts. Was weiß das ganze Dorf? Peppi, da sitzt die da her und halt dich gut am Tisch ein. Ja. So, sonst fällst du mich um. Ja. Also, Jetzt, was ist lieber los? Peppi, Ja, bitte. ich als dein bester Freund Ja. verkünde dir die große Botschaft, Ja, was ist das? dass du... Ja. Was kriege ich? Wenn ich wieder Schmalznudeln hab, kriegst du Schmalznudeln. Deine batzigen Schmalznudeln kannst du selber fressen. Alter, Ich verlange 100 Mark. du verlangst 100 Mark. Du kannst sogar 200 verlangen. verlange ich. Bloß kriegen tust du das nicht. Weil ich es nicht habe. Du kannst dann nicht einmal 5 Mark haben. Peppi, du hast Geld wie Mist. Was? Du bist ein Millionär, Peppi. Dann stimmt's also doch. Freilich stimmt's. Der Peter hat seinen Koffer voll. Peter, wir reden von Peter. Was? Bei dem musst du froh sein, dass du keine Todesanzeige kriegst. Was, warum denn? Ja, weil die jungen Traumbahner so wenig verdienen, dass sie am Verhungern sind. Da schau her. Nein, Peppi, du bist der Millionär. Ich bin Millionär. Das ist nicht los. Hast du vorige Woche Lotto gespielt, Ja. oder ja? Ich spiele jede Woche Lotto. Eben, Peppi, du hast den Haupttreffer gemacht. Du hast 6 richtige. Meine herzlichste Gratifikation. Geh doch auf. Ja, ich und der Millionär geh doch auf. Hast du gespielt, dass du nichts gewinnst, oder hast du gehofft, dass du den Haupttreffer machst? Ich hoffe schon seit 10 Jahren, dass ich gewinne. Eben. Aber dass ich einen Sechser habe, das ist Das ist ganz natürlich. Warum ist das natürlich? Ja, wenn du mit deiner Dummheit keinen Sechser machst, wer soll denn sonst dann machen? Nicht? Du hast recht. Ja, Ja, eben. Wo hast du den Lottoschein? Nein, den Lottoschein. Ja, aber ich bin ja so aber wir kieselig. brauchen den Lottoschein. Den habe ich doch nicht bei mir. Ja, wo dann? Den habe ich versteckt bzw. beiseite geschafft, weil meine alte Dame meine Taschen durchsucht. Die darf doch nicht wissen, dass sie mal gefundenen Lottoschein aus mir geschimpft. Ja. Es tue ich den Schein, wenn ich nachgeschaut habe, immer runter zu der Kramerin und die passt ja wer auf, wenn ich was gewonnen habe, dann sagt sie mir Bescheid. Ja, Ne? natürlich, der Lottoschein bei der Kramerin ist noch, glaube ich, schon, dass das ganze Dorf von dem Gewinn weiß. Ich hol schnell den Schein, gell? halt. Was ist denn los? Was ist denn Du los? meinst, ich hab wirklich gewonnen? So wahr ich dein bester Freund bin, Peppi. Du bist ein steinreicher Mann. Ist wahr. Ja, du kannst ja alles kaufen, was du willst. Na ja. Edelsteine, Ja. Pflastersteine, Nierensteine, Gallensteine, alles kannst du kaufen. Ist ja wahr. Ja, freilich. Ja. Ja, gut. Meinst das? Was? Meinst du, dass uns der Max und der Wirt und das Kaufhaus Grafi? Genau. Ja. Das ist der Beweis, dass ich gewonnen habe. Also, dann hol jetzt den Schein, dann hol gell? ich- Halt! Halt! Was ist denn, Peppi, was ist denn los? Bring mir Zigaretten mit. Ja, ich bring dir Zigaretten mit, gell? Halt! Also, seitdem du Millionär bist, lässt du mich rum, als wäre ein Schulbuben. Ein Millionär raucht keine Zigaretten mehr. Ein Millionär raucht nur noch Zigarren. Also, Zigarren, zack, zack. Zigarren, zack, zack, jawohl. Ja. Ich bin in Landshausen. Ich bin Millionär. Der Reichtum ist über mich hereingebrochen. Wie schaut denn so ein Millionär überhaupt aus? Oh, vom Hals aufwärts stimmt's. Bloß hier, das passt ja gar nicht. Das hat doch kein Millionär nicht da. Ja, wirklich nicht, nein. Nein, das hat kein Millionär. Ein Millionär. Ach, das ist schon was. Ja, wirklich nicht. Also, dann schauen wir da mal. Na, das zieht kein Millionär nicht an. Das wird die Tüte von der Alten sein. Den wollte ich in der Küche draußen. So, jetzt schauen wir mal, was du da für mich hineingetan hast. Ui,
Jetzt wird's schon besser. Das schau her. Ui, das ist aber ein schöner Mantel. Bisschen groß ist er. Aber ich wag schon rein. Mei, und so schön warm ist der. Da werden die Leute schauen im Winter, wenn ich auf die Straße gehe damit. So, da. Ui! Ui! Lackschuhe! Mein Gott! Lackschuhe! Ja, das ist ja... Ja, um Gottes Willen! Ja, mal gleich schauen. Ja, ui, ja, die passen ja tatsächlich. Ui, so, jetzt schon. Oh. Ja, wen sehe ich denn da? Den Herrn Bürgermeister. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Meine Verehrung. Wie geht's? Wie steht's? Dankeschön, gut. Nein, der Herr Landrat. Herr Landrat, grüß Gott. Ja, wie geht's der Frau Gemahlin? Danke, ausgezeichnet, freut mich. Was sagst du, Bürgermeister? Komm, lass mal Ruhe. Du hast erst letzte Woche 10.000 Mark für die Armen bekommen, jetzt muss eine Zeit lang Ruhe sein. Okay? Was meinen Sie, Herr Landrat? Die Vermögenssteuer, die schaffen wir ab. Die gibt's nicht mehr. Nein! Was meinen Sie? Per Du? Sie wollen mit mir per Du sein? Bitte, sagen wir Du zueinander, gell? In den Landtag soll ich auch rein? Gut, ich komme, ja. Die Vermögenssteuer, die lassen wir. Ja, die lassen wir. Weil als Landtagsabgeordneter kann ich mich nicht mit dem armen Volk rumstreiten, ne? Da haben Sie recht, hast recht, Landrat. Da bist du. Da bist du. Aus dem Lottozell. Alles klar? Der ganze Laden war voller Leid. Na, herrlich. Feuer! Was ist los? Wo brennt's? Das brennt nirgends. Wenn ein Millionär eine Zigarre im Mund nimmt, gibt das arme Volk Feuer. Ja? Ja, freilich. Da hast du Feuer. Und wenn so ein armer Mann so einem reichen Mann ein Feuer gibt, gibt der reiche Mann dem armen Mann eine Zigarre. Bitte schön. Dankeschön. Ja. Ich hab ja noch gar keine. Ja, da musst du schneller sein. Ein Millionär hat nicht Zeit, eine halbe Stunde einem armen Mann seine Zigarrenschachtel hinzuhalten. Ne? Und, ja, wir sagen mir, wie schaust denn du aus? Mit so einem Aufzug gehst du in ein reiches Haus? Schamst dich nicht, ha? Mein verwöhntes Auge ist beschämend. Ich bin halt bloß ein armer Schlucker. Was? Ja, dann tu was, rede. Schau, dass du sowas bringst. Schau mich an, ne? Geh mal da rüber, Stickel. Dreh dich um. Jetzt sagen wir, wie schaue ich aus? Großartig. Gell? Wirklich groß. Gell? Groß ist ein bisschen der Mantel. Naja, da wäre ich schon reinwachsen. Ui. Gut. Lackschuhe. Ja. Wie ein Millionär, Peppi. Wie ein... Ein Millionär heißt niemals Peppi. Merkt ihr das? Zum Millionär sagt man nicht Peppi. Warte mal, in meinem Taufschein, da steht noch drin Josef Maria. Ja. Also, jetzt sag sofort Josef Maria, kriegst 5 Mark von mir. Ja. Grüß Gott, Herr Josef Maria. Ja. Sag einmal, spinnst denn du, grüß Gott, jetzt sowas zu einem reichen Mann, da sagt man seine Durchlacht oder seine Exzellenz oder sowas, ne? Ja, das kann ich schon sagen, aber das kostet 10 Mark. Gut, kriegst 10 Mark, aber sag schön. Also, eure Durchlacht, ja. Josef Maria. Was lachst du denn jetzt so blöd, ha? Was? Peppi Tuttinger, das hört sich ja ganz normal an. Ja. Aber Josef Maria Tuttinger, das ist ja furchtbar, das ist ja unmöglich. Da hast du recht. Ja. Josef Maria Tuttinger ist ein unmöglicher Name. Ja. Papa, da bist du dran schuld, gell? Sag mir, wie kann man einem wehrlosen Säugling einen solchen Namen geben? Schande! Wart noch, bis er aufkommt zu dir, ne? Mein Lieber. Oder bist du drunten, ne? Was? Lass dich halt umtaufen, das kostet vielleicht einen Tausender. Du sagst das? Ja. Wie soll ich mich denn umtaufen lassen? Ja. Josef Maria von und zu Eichenfels. Na, hör auf, du spinnst, ich bin ja kein Adeliger, ne? Ja. Meine Nachkommen, die, wie sagt man noch? Dynastie. Genau, die sollen wissen, wie sie im Reichtum gekommen sind, ne? Ja, halt durch dein Sechser. Ja, jetzt haben wir's. Josef Maria Sechser. Ja. So heißt ich jetzt. Josef Maria Sechser. So.
Josef Maria Sechser. Aber das kostet 20 Mark. Na, gell? Frau, kriegst du. Ja, aber mit Zinsen. Und Zinseszins. Ja. Au, au, au. Peppi. Au, au, au. Ui, Peppi. Au. Peppi, was hast Au. du denn? Peppi, mach keinen Au. Blödsinn. Ich hab nichts, das ist die Managerkrankheit, die haben alle Millionen. Au! Peppi, Au! wo fällst du denn? Mein Herz, mein Das Herz. ist doch da drüben. Da drüben? Ja. Seit wann? Immer schon. Da, da. Ja, wo tust du? Aber drucken tun sie mir eigentlich mehr da, ja. Da hinten, da druckst du. Da drucken, ja, da drucken. Da drucken sie mich. Ja, da ist ein furchtbarer Druck. Schau mal, schau, halt! Tu den Druck. Ja, jetzt. Ah. Nicht so fast. Das ist deine Managerkrankheit. In diesem Kaufhaus kaufe ich nichts mehr ein, merkt ihr das? Reicht mir das Telefon herüber, möchte meinen Sohn anrufen. Ne? Du hast ja gar kein Telefon. Was, ich hab kein Telefon, darum ruft mich die letzten Jahre niemand an. Kein Schwein ruft mich an. Ne? Dann schreiben wir ihm. Ja. Sitzt du nieder? Dann schreiben wir, ich geb das an, was du schreiben musst. Ich bin Gell? doch nicht dein Kuli. Was, red nicht lang, sonst wird die Gnadensonne nicht über dich scheinen. Gnadensonne. Gell? Gnadensonne Was, kann ich brauchen, ja. Jetzt schreiben wir, die Blumen stehen wir dabei noch rüber. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, bist du weit? Ja. Dann schreib, mein geliebter Sohn. Schreib einmal, gell? Ich bin doch nicht dein geliebter Sohn. Nicht du. Du sollst schreiben, mein geliebter Sohn. Ne? Schreib also, mein geliebter Sohn. Ne? Hast du zwei mein geliebter Söhne? Warum denn? Ja, weißt du, schon zweimal gesagt. Ach, ich hab das doch bloß einmal gesagt, jetzt schreib einmal. Ja. Mein geliebter Sohn. Ja, eigentlich müsstet ihr ja schreiben, dein geliebter Sohn. Warum? Ja, es ist ja dein geliebter Sohn und nicht mein geliebter. Aber du schreibst doch für mich, also heißt Ja. es mein geliebter Sohn. Mir ist wurscht. Also Was mein ist? geliebter Sohn. Mein Geliebter geliebter Sohn. 10 Jahre habe ich geschuftet und gespart, um dir ein Leben in Reichtum und Freude bereiten zu können. Ja, der Lehrer. Was? Bereiten zu können. Ja. Komma. Schreibt mir jetzt Komma mit einem M oder mit zwei M? Eine. Ja. Eine Komma schreibt man nicht, sondern ein Komma macht man. Das heißt also so ein Hackerle, ne? Oder noch besser so ein Schwachsel, ne? Schwachsel. Bereit zu können, Schwachsel schreiben. Ja? Schwanzerl. Jetzt schreibt er tatsächlich Schwanzerl. Du hast doch gesagt. Schreib du das Schwanzerl weg, bloß so ein Hackerl, so ein Schwanzerl soll ich machen. So. Ja, Ah, so ist ja. es. Ja. Also, bereiten zu können. Ja? Ja. 10 Jahre habe ich jedes Monat für eine Marco Lotto gespielt. Lotto gespült. Nicht gespült, gespielt. Ja, hab schon. Ja. Hast du es? Ja. Und dabei geschwitzt. Wie schreibt man geschwitzt? Was? Ich schreibe transpiriert. Ja, ist mir. Ja. Dass ich die 6 richtigen Zahlen erwische. Zahlen erwische. Komm in meine Arme. Ja, mach ich. Na, nicht du. Du sollst schreiben. So, ja. Komm in meine Arme, mein geliebter Sohn. In meine Armee. Nicht Armee, Nein. Arme. Mein geliebter Sohn. Ein geliebter Sohn. Ich bin Millionär Ich geworden. bin Millionär geworden, ja. Das ist alles, was dein Herz begehrt, sollst du haben. Alles, was dein Herz, Auch deine Gitti. auch deine Gitti. Hi, hi, hi. Heini! Ich hab mich ja bloß drüber gefreut, wenn ich die Lachsalve wieder weg. Hihihi. Ja, hi, hi. Hast du es? Ja, ist hi, hi. Dein im harten Lebenskampf siegreicher Vater. Dein im harten Lebenskampf Siegreicher Vater. siegreicher Vater. So, Adresse. Adresse, Auf geht's. ja. Peter Tuttinger, Peter Duttinger, Straßenbahndepot München. Straßenbahndepot. Schreibt er tatsächlich Depp O.
Straßenbahndepot schreibt man zusammen mit einem Pi, durch das Pi weg da. Nur mit einem Po. Nicht mit einem Po, mit einem Pi. Einem Pi. Ja, also Depot, München. München. So ist München. es. Ich tue den Markenkauf drauf, Ja, schmeiß das gleich in den Briefkasten. Gell? Also, na, und dann komm ich wieder, gell? Ja, halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Sag mal, wie viel habe ich denn überhaupt gewonnen? Ich weiß es nicht, Peppi. Ich weiß nur, dass ein Millionär sehr viel Geld hat. Ja, das weiß ich selber, aber wie viel Ich weiß denn? nicht. Ich frage mal bei der Kramerin Frag. und dann komme ich wieder. Ja, Ach, seid wo ihr ist die gut. Anna? Naja, dann ist ja alles gerichtet. Mein Sohn wird Hotelier, meine Tochter wird Gemeindesekretärin. Dann ist ja alles in Butter, bis auf die Mutter. Um Gottes Willen. Ja, was tue ich denn bloß mit meiner Alten? Die kann sich ja niemals hineinfinden in dieses feine Milieu. Die ist ja aus einem ganz gescherten Haus raus. Wenn da ein hoher Besuch kommt, die blamiert mich ja. Ja, was tue ich denn da? Ich weiß schon. Wenn ein hoher Besuch kommt, dann tue ich es auf den Speicher. Jawohl. Da kann ich passieren. Kommt nach. Grüß Gott, mein Herr. Oh, guten Tag, gnädige Frau. Sind Sie von der Presse? Ja, du Rempfi. Ah! Das ist ja meine Alte. Was? Ja, sag mal. Also da hört sich doch alles auf dieses holde Was für ein Wesen. alter Besen? Dieses holde Wesen, was vor dir steht, Ja. ist deine Gemahlin Ach so, und nicht deine Alte. das schaut so aus. Was für eine Banane-Entgleisung in einem reichen Haus. Ja, Raffe dich auf, Geschörter, ja. und finde dich hinein in unseren neichesten Stand. Ja, aha. Ab heute darfst du mich nur noch mit Anita betiteln. Nur noch mit Anita, Und ja? mich nur noch mit Josef Maria, Mein Gemahl. meine Gemahlin. Unter meiner weißen Führung Ja. wird es auch dir gelingen, dich hineinzufinden in unser neichestes Milieu. Ja, ja, ja. So tepert kannst sogar du nicht sein, dass es mir nicht gelingen tate, Ja. aus dir geschörten Ramme einen Gentleman zu machen. Ha? Nur wenn hoher Besuch kommt, Ja. hinauf in den Speicher. Mann, also, wenn ein hoher Besuch kommt, dann muss ich hinauf am Speicher. Jawohl. Ja, dann treffen wir uns ja wieder. Ne? Sag einmal, wo hast denn du dieses Feine her? Diese Sprache und redst du wie eine feine Dame? Es war schon immer mein größter Wunsch, eine feine Dame zu sein. Aha. Und ich hatte genügend Zeit, im Stall mit meinen Kühen zu probieren. Aha, und ich hab mit die Ochsen probt, gell? Dass du auch? Na ja, freilich, da schau mich doch an, oder? Ja. Tatsächlich, du schaust wirklich aus wie ein Ochs. Anita, gell? Josef Maria. Ah, ja. Und da, Oh, es klopft. ja. Öffne du das geschörte Volk, Ja, ja? Herein, wer draußen geklopft hat. Grüß die Peppi, alter Freund. Ihr seid Schwiegerpapa. Guten Tag, ne? Was verschafft mir die zweifelhafte Ehre? Hm? Ja, ja, weißt du, Peppi,
Ich bin da wegen Peter und wegen der Gitti. Ach so, ja. Die können Pfingsten heiraten, wenn wir gleich alles festmachen. Da haben wir überhaupt gesprochen, aber mein Sohn, ich lasse ihn erst studieren. Er soll Professor werden vielleicht und Doktor und so, nee, sowas. Ne? Studieren? Ja, studieren. Pepe, bloß nicht studieren. Warum denn nicht? Aber warum denn nicht? Überleg einmal. Ja. Was ist ein Doktor gegen einen Wirt? Ja, Gar nichts. gar nichts. Ein nixiges So, aha. Na, da muss ich dir ganz entschieden davor abraten, Pepe. Denk doch an die Kinder, An die Kinder. Pepe. Schau dir, die lieben sich doch. Ja. Na, was willst du denn? Ja, die Liesel und ich, wir möchten am Pfingsten heiraten. So, was verdienst du denn 1000 Mark? in der Woche? Nein, im Monat. Was, im Monat? Da wagst du es, hier hereinzukommen, in dieses Räuchehaus, mit einem Verdienst von 1000 Mark im Monat? Ich gebe meiner Tochter 200.000, 300.000 Mark mit in die Ehe, ne? Da muss ein ganz anderer Schwiegersohn her, ne? Du armer Schlücklein, du. Ja, aber die Liesel und ich, wir lieben uns. Na, glaubst du, ein Mann, der mehr verdient wie 1000, den kann man nicht lieben? Was tust du mit den 1000? Liebe Schwiegermama, du schaust heute wirklich wieder entzückend aus. Wirklich wie 20 Oh. mal 3. Gib mir mal der brave Hand. Der erste Handkuss. Josef Maria, Ja. hast du das gehört, wie 20 sagte er? Der Max bleiben. Der bleibt. Er ist auf alle Fälle akzeptabel. Aha, gut. Von mir aus, von Ja, mir. Was denn wieder? er ist klug und eingebildet, jawohl. Und man könnte sich keinen besseren Mann für unsere Lisel wünschen, ja? Von der Seite her weiter Wind. Das kann ich ja. Geh mal auf die Seiten. Mal sind Sie schön, gnädige Frau. Auch wirklich reizend. Küss die Hand. Nein, die nicht, die ist schon besetzt, die hier, ja? Geh du wieder hin, da drum. Also Josef Maria, wir nehmen die Werbung selbstverständlich an. Ja, gut. Ganz klar. Meinst Man könnte sich für unsere Familie keine besseren Kinder wünschen, Was nicht tust du wahr? schon wieder? Annehmen, verloben und Gib mal abschließen. Ruhe, lass einmal. Sag mal, wie kommt ihr überhaupt dazu, wenn man einfach nicht zu einem Brautwerben geht, dass man nichts anderes anzieht, einen schwarzen Anzug oder so, ha? Ja, einen schwarzen Anzug. Ja, aber was, Pepe? Vor lauter Aufregung Ja. über die große Freude für So. unsere Kinder habe ich vergessen, mich umzuziehen. Aha, was ist mit dir? Wo sind die Rosen, die Blumen, ha? Was? Die Rosen? Ja. Ach so, die Rosen? Ja. Ja, die hab ich schon. Aber die habe ich in der Aufregung total vergessen. Was tust du Schau, denn da? dass die Kinder zusammenkommen, sofort. Jetzt lass mir doch mal mehr Ruhe mit Und ich den... sag, der schließt den Handel ab. Der Heini hat schon recht. Ja, die schnellen Sachen sind oft die besseren. Wenn ihr meine Millionen, meine Kinder wollt, geht nach Hause, wascht eure Hälse, zieht euch um und kommt wieder vorbei. Jawohl. Bring sie hinaus. Ich geleite unsere lieben Verwandten Geh mal, hinaus. geh mal. Kommt. So ist es wieder schon. So spricht man mit den Leuten heutzutage als Millionär. Ja, du Riesenrimpfig, warum hast du jetzt deine Kinder nicht verlobt? Warum? Dann sag einmal, wie redest denn du mit mir? Gib Obacht, sonst wird keine Gnadensonne mehr über dich scheinen. Gnadensonne, du armer Fretter. Du Hungerleider. Ich bin ein Millionär. Ja, Hungerleider bleibst. Ich hab einen Sechser. Ja, wenn's gewiss ist. Was? Da sind schon mehrere drauf reingefallen. Ja, ich lass mir aber meine Millionen nicht mehr nehmen. Was hast du gegen meinen Sechser? Nix gegen deinen Sechser. Ich war jetzt bei der Kramerin. Ja. Ich hab gefragt, wo sie das herweist, Ja. dass du 6 richtig gehört. Dann hat sie gesagt, im Radio hat sie es gehört. Aha. Und dann hab ich gefragt, ob das auch wirklich stimmt. So? Dann hat sie gesagt, ja, wenn ich mich nicht verhört hab, dann schon. Um Gottes Willen, ja, wann erfahrt man denn das, dass das stimmt? Mittags kommt bei uns im Dorf die Um Zeitung. Gottes Willen, das wäre eine furchtbare Blamage, wenn ich nicht gewonnen Du haben musst dich mal sollte. retten, was noch zu retten ist. Was kann ich denn noch retten, Heini? Du willst doch, dass deine Kinder heiraten. Ja, freilich. Und bevor der Max und der Wirt das erfahren, Ja. dass du vielleicht gar kein Millionär bist, Ja. müssen deine Kinder verlobt sein. Um Gottes Willen, drum hast du dauernd Ja, gezuckt. natürlich, aber du hast nicht gehört, sonst sind deine Kinder jetzt verlobt und zurück hätte der Max und der Heini. Bin ich ein riesen Rindviech, ein Blöde. Und wann erfahren wir das, sagst du? Ja, jetzt um 2 kommt das Postauto mit der Um Zeitung. zwei, das bitte. Lauf, Heini, schau, dass der Wirt und der Max wieder herkommen, dass die Kinder verlobt werden. ist schon Lauf, gut, ja. bitte. Halt, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn?
Ich will noch einen guten Rat. Ja, ich bin aber zu Fuß da. Nein, schau, dass der Wirt und der Max wieder hierher kommen. Ja. Was tun wir denn, wenn die beiden die Verlobung ableugnen? So, ja, natürlich. Ja, dann muss ja der Zeuge her. Da geht zum Bürgermeister und er muss als Zeuge. Wenn er aber nicht kommt, Ja, der kommt schon. Wenn ich ihm sage, dass er zum Essen eingeladen ist, verstehst du, dass nichts kostet. Zum Essen, ich hab ja nichts zum Auftischen. Dann geht zum Wirt hin und sagt, er soll ein bisschen was herrichten zum Essen und zum Trinken. Verstehst? Er weiß ja, dass du noch kein Geld hast. Ja, gut. Verstehst? Ja, gut, na, Geld. Was ist denn jetzt schon? Und sag mir bitte, wann kann ich das Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat die Kramerin gesagt, solange du keine Mitteilung hast von der Lottozentrale, dass du da was gewonnen hast, brauchst du nicht fest damit rechnen. Also, das soll er da vorlesen. Wo steht's denn da? Da steht's. Das soll er vorlesen. Also, da schau her. Da steht's. Was steht Ohne da? Gewehr. Was für Gewehr? Ich hab kein Gewehr, ich hab bloß einen alten. Ich hab nur einen alten Revolver noch. Nein, ohne Gewehr hat die Kramerin gesagt, das heißt so viel, als wir ohne Gewehr. Also dass das nicht unbedingt stimmen muss, was die da sagen. Also gell? gut, Das heißt dann ohne also Gewehr. fangen wir mal los. Die Erzähl mal an. Toto- und Lottoergebnisse, welche durch Rundfunk und Zeitung bekannt gegeben werden, Ja. sind ohne Gewehr. Ohne Die Gewehr. Hauptgewinner werden jeweils schriftlich verständigt. Aha, das ist ja- Also, hast du was Schriftliches? Josef Maria Bitte, Sechser? Hör auf mit deinem Josef, Maria und Sechser. Sag wieder lieber Peppi Duttinger zu mir. Nein. Das klingt viel ruhiger. Und jetzt, lieber Heini, lauf, hol den Wirt und den Max, damit meine Kinder heute noch verlobt werden. Ich lauf. Ja. Und euch zwei brauche ich auch nicht mehr. Ein Peppi Duttinger trägt keine Lackschuhe. Was trabanst du denn wieder rum? Ich bin sowas von aufgeregt. Jetzt bin ich da. Da bist du ja. Hat alles geklappt? Alles wunderbar geklappt. Ja, Gott Schau sei her, Dank. Das hat mir der Wirt alles mitgegeben. Na, fein. Da schon her. Eine Brotzeit hat er mir mitgegeben. Brotzeit, Schau her. schön. Oh, Ui. ui. Und ein Brot hat er mir mitgegeben. Alles für eine standesgemäße Verlobung, hat er gesagt, der schau Depp, der her. Blöde, ja. Und der Wurst. Wurst, Junge Wurst, schau her. Schau her. Und Lachtrauben. Das sind keine Lachtrauben, das sind Weintrauben. Er hat aber gesagt, das soll eine fröhliche Verlobung werden. Oder? Ja, deswegen heißen sie auch Weintrauben, nicht Lachtrauben. Auf jeden Fall, vor 2 wollen sie noch da sein. Also der Wirt und der Max kommen die rechtzeitig. Und der Bürgermeister kann leider nicht kommen. Warum denn nicht, um Gottes Willen? Der ist schon woanders zum Essen eingeladen. So, und? Ja, ich habe ihm gesagt, bei uns jetzt auch nichts gekostet. Ja. Er hat gesagt, dann schickt er seine Frau. Na Gott sei Dank, na kommt Frau Bürgermeister. Jetzt kommt die Frau Bürgermeister. Was tust denn du da? Was frisst denn du da? Das darfst doch du nicht tun. Das gehört doch nicht dir. Du, gell? Du nicht frech werden. Was denn? Ich hab dich in der Hand. Was mit was? Ohne Gewehr. Ja, gut. Ein Wort, wenn ich sag. Ja. Die Zeitung, wenn ich nicht sag. Ja. Dann ist aus mit der Verlobung. Dann kommt der Bub wieder Fahrscheine kontrollieren. Heini. Nur wenn ich will. Ich, der Heini. Ja. Dann rollt der Wagen. Heini. Dann wird der Peter Adler wird. Du bist überhaupt nicht mehr nett zu mir, wo ich immer so gut zu dir war. Ja, gell? besonders heute, gell? Ja. Feuer! Brennt's irgendwo? Also, da hast du Feuer. Kann ich auch eine haben? Da. Ich habe noch keine. Ja, Heisler braucht keine Zügern. Oh. Mit jetzt gerade am Buckel beißen, kratzen wir mal ein bisschen. Du spinnst wohl, oder? Da am Vogel, oder? Ja, gut. Ohne Gewehr. Ja. Auf der Seite? Ja, da ungefähr, ja. Ah, ja. Ein bisschen weiter links. An Land ja, links. ja. Für meine Kinder tue ich alles, gell? Ja, Josef Maria, was tust du denn, Tater? Ja, der Heini hat einen Hexenschuss als alter Freund, muss mir ihm doch beistehen. Ja, sowas nennt man wahre Freundschaft. So gell? ist es ja. Ja? Ja, da ist gerade ein Brief abgegeben worden vom Peter. Vom Peter? Was, vom Der kann Peter? doch unsere Postkarte noch gar nicht gekriegt haben. Nein, die wird zuerst gerade Ja, reingeschmissen. sag mal, lies mal. Liebe Ja, Eltern, da meint er mich mein wahrscheinlich. so ein braver Sohn, liebe Eltern, schreibt er, wenn ihr diesen Brief bekommt, bin ich schon in Amerika. Was denn in Amerika? Mein Gott, na bitte, du brauchst doch nicht nach Amerika. Wir sind doch jetzt reich. Was sagen wir? Reich. Ja, ohne Gewehr. Bitte. Peter, ja, wo wirst denn du jetzt sein? Ja, wo kann der Da denn bin ich, was gibt's? Ja, Peter.
Ich hab gemeint, du bist in Amerika. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin, gell? Ja, dann hast du jetzt Pause gemacht bei uns. Eine kleine Pause. Ja, schon her. Und wie ich am Haus vorbeigekommen bin, habe ich die Mutter schreien hören. Mutter, Ja. das hört man immer schreien, auch wenn man nicht am Haus vorbeigeht. Das ist richtig. Und dann haben wir gedacht, ich schau schnell rein, was Sag es mir, gibt. ja. Ja, na, schau wieder mal. Mutter, wie schaust denn du aus? Furchtbar, aber sag's nicht weiter. Ja. Also wie eine Dame. Gell? So feine Damen haben wir nicht einmal bei der Straßenbahn gehabt. Ja, Peter, stell dir vor, Was? wir sind reich. Was? Reich, reich. Reich? Ja. Dein Vater hat im Lotto einen Sechser gemacht. Na. Ja. Ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Was, du, Vater, ein Sechser? Ja, ja. Aber Peter, zu einem Millionär sagt man doch Papa. Ach so, Papa. Ja. Ja, Papa. Du musst dir den Stockzahn richten lassen. Ja, Leute. ist ein Loch drin. Ja. Ich hab ja immer schon gewusst, dass in dir was steckt, Ja, gell? was? Und du kommst doch ganz hoch hinauf, das Ja, ja, weiß ich. 2 Meter Ja. ungefähr. Hurra, wir sind Millionär. Ohne Gewehr. Und ich brauche nicht mehr nach Amerika. Ja, Moment, was heißt denn wir? Was? Der Vater ist Millionär. Ja. Du bist gut, Liesl. Schließlich hab ja ich unserem Vater gezeigt, wie man den Lottoschein ausfüllt. Ja. Das hätte er nämlich sonst nicht begriffen. Ja, ich hab die Kastel das erste Mal nicht gefunden. Ja. Du, Papa, soll da vielleicht was holen? Ja, was? Ein Viertel Wein oder gar eine halbe? Bei dir wird nicht gespart, gell? Muss nicht sein. Nein, wir haben ja alles da. Alles ist da. Ja, es ist Knuthater. Ja. Was hat das zu bedeuten? Ach, wir feiern Verlobung. Verlobung? Ja, wer verlobt sich denn? Ja, die Lisel und der Max. Und jetzt die Überraschung. Überraschung. Die Gitti. Die Gitti? Und du. Die Gitti und ich und die Gitti? und Ja, du. na wer doch Adler wird. Ja, der wäre gleich gekommen. Die kommen gleich. Ich verstehe noch nicht, dass der Vater so komisch ist. Papa, Ja. du müsstest dich doch freuen. Na, ich freue mich doch. Juhu. Liesl, das nennt man eben Charakter. Charakter, dass ich nicht lache. Heute, Pappen. Geh, was verstehst denn du schon davon? Ja, bloß Ein nicht, richtiger, ehrlicher, charakterfester Mann, So ist der lässt sich vom Reichtum nicht betören. Genau. Der bleibt gleich bescheiden So ist wie es. vorher. Gell, Genau, Papa? du sagst So, es. und wie ist es da mit mir? Bei dir, Mama, da ist das ganz was anderes. Ja. Einer feinen Dame, der muss man ansehen, was ihr Mann besitzt. Ja. Ja, so heißt es in der noblen Gesellschaft. Ja, in der Du Nobel. bist verpflichtet, nobel zu sein. Du musst das ja jetzt wissen. Hast ja lang nur mit feinen Damen zum Tun. Freilich, ja. Du sag einmal, warum hast du denn deinen guten Posten aufgegeben in der Stadt drin? Du bist gut, Vater. Soll ich vielleicht weiterhin als Millionär bei der Straßenbahn die Leute kontrollieren? Was? Und übrigens habe ich gestern meinen ersten Lohn gekriegt. Ja, lohnt sich. 980 Mark habe Da ich schau gekriegt. her. Fürs Essen, fürs Zimmer und für ein paar Viertel Wein hat es gerade gelangt. Was saufen das da auch schon? Ein bisschen. Das hast du von der Mutter, das weiß ich. Ja. Und da haben wir dann gedacht, ich gehe doch nach Amerika. Aha. Weil bei der Straßenbahn, da spare ich mir die Gitti in 1000 Jahren nicht. Sie kommen, die Bürgermeisterin voran. Du musst eine Millionärsmine aufsetzen, sonst geht's schief. Um Gottes Willen, Bürgermeisterin kommt. Josef Maria, denn? warum hast du denn deinen Millionärsmantel nicht an? Es ist noch nicht Winter. Ich hab doch schon einmal gesagt, das heißt man Charakter. Ja. Also, Ja, richtig. Da heißt man da. Bürgermeister. Bürgermeister. Ja, Grüß Gott. Frau Duttinger. Setzen Sie sich doch bitte Das ist her. aber nett. Ich bin Das sofort war- da. Ach, und das Essen steht auch schon am Lassen Tisch. Sie schmecken, Frau Bürgermeister. Ja, gell? vielen Dank für die Einladung. Da ist jetzt ein Glas Öl. Ja. Und da ist das Besteck. Ja, das ist aber reizend, gell? Gestatten So Sie. eine nette Einladung. Ja. Bitte schön. Mahlzeit, Frau Bürgermeister. Mahlzeit. So, Peppi, mein lieber Freund und Nachbar. Peter, mein lieber Schwiegersohn. Im Herbst wird aufgebaut, gell? Freilich, Schwiegervater, unser Haus wird weit und breit das schönste Hotel werden. ja, von der Höhe sagst nichts. Es wird ein Flachbau. So, na gut. Und du, Peppi? Wo?
Wo hast du heute ein schönes Gewand? Was? Ach so, mein schönes Gewand habe ich heute nicht an, weil... Weil er will bescheiden bleiben. Wollt's ja richtig. Er schenkt ja mal alles seine Kinder. Ja, ich nenne alles sind die Kinder. Alles die Kinder. Ich sag's ja, einen besseren Vater gibt es weit und breit. Ja. Alles für die Kinder. Ja. Sein ganzes Leben hat er gerackert und geschafft und gespart und geschuftet. Ja, furchtbar. Alles bloß für die Kinder. Ja, alles für die Kinder, im Sommer wie im Winter. Das macht nicht jeder. Nein. Nein, Baby. Es gibt Väter, die haben für ihre Kinder noch gar nichts gemacht. Ja, was sind denn das für welche? Ha? Das sind andere. Du bist da eine Ausnahme, Baby. Ja, ich freue mich drüber. Das freut mich. Aber Gil, Josef Maria, ein paar 100.000 Mark und schon auf die Seite. Heute, du kriegst ein schönes Kopftuch und jetzt sei heute Goschen, ja? Also ich meine natürlich, lieber Peppi Tuttinger, so 20 oder 30.000 Mark solltest du für die Gemeinde und für den Schulbau schon spendieren. Nicht mehr? Moment, ein bisschen größenwahnsinnig. Was? Das Geld brauchen wir selber, gell? Ja, lass dich nur nicht ausnehmen, Schwiegerpapa, gell? Die Gemeinde hat nur Geld. Ja. Am besten, du gibst alles sofort der Liesl und dem Peter. Dann brauchst du dich mit dem Geld nicht mehr rumärgern. Und es kann dir kein Fremder abknöpfen, gell? Ja, genau so ist es, jawohl. Ihr dürft eins nicht vergessen, ich hab das Geld noch nicht. Also, ja, freilich. Jesus, da fällt mir ein. Der Heini hat ja gesagt, du das dringend 2.000 Mark brauchen. Ja, weil du doch das Geld erst nächste Woche... Was hat der Heini gesagt? Ja, da hast du mal 1.000 und dann noch mal 1.000. Also ich muss ja sagen, ich nehme nicht gerne fremdes Geld. Lieber Das schenkt er dir ja der Wirt. Was, du? Ja, alles schenkst du ihm das. Ja, ja, freilich. Ja, natürlich. Ja, wegen so einer Kleinigkeit bleibt doch alles in der Familie. So ist es. Aber eigentlich hätte ich ja 3.000 gebraucht. Warum sagst du das nicht gleich? Ich hab's gleich gesagt. Ja gut, dann geh schnell heim und hol noch mal ein paar so Lappen. Ja, du sollst keine Lappen holen. Du sollst... Bleib da, Wirt. Für meinen Schwiegerpapa habe ich natürlich auch was Na, gekauft. hör auf. Schauen wir da mal nach. Was? Da schon her, da wären 1.000 Na, Mark. jetzt haben wir die 3. Ja, du 500 hätte ich noch, brauchst mehr, Was oder? ich hab, das hab Ja. ich. Danke. Ja, so ist es. Aha. Aber wann muss ich denn das zurückgeben, ha? Zurückgeben? Ja, zurückgeben. Schwiegerpapa, das schenke ich dir doch. Das schenkt ihr mir. Habt ihr's gehört? Das war ein sehr guter Einfall. Besser wie der Durchfall. Ich sage dir. Ja, lass dir nur Zeit, der Einfall wird noch besser. Ja, also Peppi, mein lieber Freund und Nachbar. Ja. Ich habe eine Tochter. Na, hör auf. Eine schöne Tochter, eine liebe Tochter, eine brave Tochter. 4 Töchter hast du, aber. Und meine Gitti erbt mal alles, was So, ich habe. was liegen die anderen 3? Ja, das wirst du gleich erfahren. Ja. Und du, mein lieber Freund und Nachbar, und deine liebreizende Frau Gemahlin. Kannst du deine Brille aufsetzen, wenn du fortgehst, ja? Ja, also wie gesagt, du, mein lieber Freund, und Sie, ihr habt einen Sohn. Ja. Einen lieben Sohn, einen Jetzt braven lass Sohn. einmal Zeit mit der Verlobung. Was Zuerst denn? muss der Peppe natürlich die Schulden an mich zurückzahlen. Was denn für Schulden? Ja, die 3.500 Mark, die ich dir geliehen hab, ohne Gewähr. Nein, Oder so was? mehr, da hast du jetzt 1.000 Mark und komm nächste Woche Nein, wieder. da fehlen noch 2.500. Nein, das gibt's Also nicht. pass auf, ich muss euch da was vor... Da hast du noch 1.000. Nein, da fehlt immer noch... Also ich lese euch da was vor. Nein, ich lass die Zeit und da nimm das Zeug da. So, jetzt ja. Also dann lese ich euch nichts vor. Doch. Also, naja gut, wenn du unbedingt meint, dann lese ich es euch nicht Eine, schau nicht eine. vor. Nein, jetzt pass auf. Ah ja, da steht's. Ein Rennfahrer erhielt den ersten Preis von $500.000. Noch am selben Abend verlor er das ganze Geld in einer Spielhöhle. Pass mal auf, gell, Peppi, dass du das nicht auch so machst. Nein, keine Angst, da passen schon mir drauf auf. Gell, Jetzt Peppi? wird euch gut benannt. Den Wein lassen. Na, lass ihm die Flasche doch.
Schleicht ihr, lasst ihn nicht mehr sehen bei mir. Gell, der gell? Peppi hat's erlaubt. Gell? Und vergiss nicht, gell? Was? Um 2 kommt das Postauto Ja. mit den Zeitungen. Und wenn's vor mal Ziegern brauchst, Peppi, gell? Lass mich mal in Ruhe. Dann kommst du zu Hau mir. ab! Jetzt führt dein Kopf an, gell? Vierte Heini. So, komm, bitte. Jetzt sind wir verloben, komm, jetzt sind wir verloben, ganz schnell. Wir zwei? Nein, wir zwei, nein. Peter und die Gitti. Also, ja, also, mein lieber Freund Ja. und Nachbar. Ja. Was? Bin zuerst ich dran. Wieso du? Ich bin der Ältere. Ich lieb die Liesel schon viel länger als die Gitti den Peter. Und ich liebe den Peppi schon. Ja, auf jetzt. Also, Lieber Freund, lieber Schwiegerpapa, jetzt geht's los. liebe Schwiegermama, meine über alles geliebte Liesel. Nein, hat es gehört. Über alles geliebte Liesl hat er gesagt. Dass er dich meint. Also, indem dass ich mit einem Wort. Ja. Liebe Schwiegereltern, Ja. hiermit bitte ich euch um die Hand. Halt, lass Schau, das nimm sein. mich. Was ist? Nimm die Hand. Wo steht denn das überhaupt, dass der Peppi was gewonnen hat? Ja, du bist gut. Ich hab's dir selber gehört, wie es der Elfriede Kramerlon erzählt hat. Ja, Zeit hat es schon, aber vielleicht haben die zwei das nur ausgemacht, damit sie ihr zwar da reinfällt. Was? Nein, also, was? Leopold. Peppi? Peppi, das wenn wahr ist, du. Ja, Du. also, ab heute darfst du wieder du zu mir sagen. Bitte, Leopold. Bitte, Leopold, draußen ist recht kalt. Du. Du Aufschneider, du. Vater, also das wäre ein absoluter Betrug, gell? Und seine Millionär vorspielen. Ja, ich reiß extra den alten Frack aus dem Schrank raus. So, ich hab die Rosen gestohlen. Vater, was sagst jetzt du dazu? Sag mal, woher wisst ihr denn, dass das nicht stimmt? Ha? Ja, und wann kann man das erfahren? Das Postauto ist gerade gekommen mit den Zeitungen. Postautos kommen, ich hol schnell Zeit. Ja, hol, sofort. Vater, jetzt oder nie? Jawohl, jetzt oder nicht? Jetzt oder nicht? Was ist jetzt oder nie? Jetzt sind wir verloben mit dem Peter und mit der Kitty und der Max mit der... Das hat Zeit. Was? Na, Frau Dabei ist Bürgermeister, die Zeitung da. Frau Bürgermeister, Sie wissen das. Sowas darf in unserer Gemeinde nicht passieren. Ihr Mann, ein Fels der Gerechtigkeit, oder? Ja, du hast ja recht, lieber Also, Peppi. ernst Guttinger. einmal. Mein Mann ist wirklich ein Fels der Gerechtigkeit und deshalb muss ich jetzt im Ernst einschreiten. Ja, das ist ja... Adlerwirt, heiratet jetzt deine Tochter einen Millionär? Oder bist du vielleicht so ein Mitgiftjäger? Hm? Da habe ich sowas notwendig, ja? Na also. Und du, Max, heiratest du das Liesel jetzt der Liebe wegen oder des Geldes wegen? Ja, das Geld liebten Liesels wegen natürlich. Na also, ja, dann los, fangt's an. Ja, Also, fang an. Max, fang an. Ja, dann fangt's an. Ja, du bist der Ältere. Also Adlerwirt, bitte fang jetzt an, wenn du kein gemeiner Betrüger sein willst. Sag mal, was pressiert da denn so? Komm, setz dich hin, ess ein bisschen was, stärk dich vorher noch mal richtig. Nein, ich mag jetzt nichts mehr essen. Ja, na, trink was. Geht alles auf mehr Rechnung, bitte. Adlerwirt, ich mag auch jetzt nichts mehr trinken. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Sag mal, habe ich dir was getan, dass du nicht einmal ein paar Minuten warten kannst? Ja? Pass auf, mein Mann und ich dulden keinen grausigen Mitgiftjäger in unserer Gemeinde. Also, entweder die beiden heiraten jetzt aus Liebe oder überhaupt nicht. Ja. Also da hat die Frau Bürgermeister schon recht. Ja, aber mein Gott, na Adlerwirt, jetzt gib doch endlich einmal die Zustimmung, dass die zwei heiraten können. Ja, lasst euch doch Zeit, oder? Wir haben aber keine Zeit. So ist es. Und ich habe erst recht keine Zeit mehr. sicher. Also jetzt pass mal auf, jetzt sag ich dir was. Ich zähle jetzt bis 3. Und wenn du bis dahin nicht um die Hand angehalten hast, dann werde ich meinen Mann veranlassen, dass er deinen Namen an die Gemeindetafel anschlägt. Nämlich als Betrüger und lausiger Mitgiftjäger. So ist es. Ja, und dann kannst du dir an allen 5 Fingern abzählen, wer überhaupt noch in deine Gaststätte geht. Niemand mehr zusperren kannst. Also Adlerwirt, ich zähle jetzt bis 3. 1, 2... Halbe 3. Heute mal. Ausgeschlossen. Eine Wirtschaft, in die ich einmal als Wirt komme, die wird nicht zugesperrt. Und ich heirate die Gitti, so wie es ausgemacht ist. Und jetzt sag endlich ja, Adlerwirt. So ist es. Jetzt sag ich ja. Sag mal ja. No? Ja, jetzt Los, sag ich jetzt. ja. Geh weiter. Also, wenn es unbedingt sein muss. Ja,
und die Zeitung immer noch nicht da ist. Ja. So sage ich halt, also mein lieber Freund und Nachbar, indem dass sich unsere Kinder, das heißt euer Peter und meine Gitti, indem dass sie sich so sehr gern haben und die Zeitung immer noch nicht da ist. Und du, mein lieber Freund und Nachbar, und deine Eltern haben uns schon gekannt und die Zeitung ist immer noch nicht da. Sogar unsere Großeltern haben sie schon so die gut Urgroßeltern haben uns Ja, gekannt. die sind auch immer gut ausgekommen und der Herrschaft, wo bleibt denn die mit der Zeitung? Also sag einmal, Adlerwirt, wie lang willst du noch um ein Brei rumreden? Bis die Zeitung da ist. Jetzt schlag ein, dass er in den geht. Komm, auf das Ja, also von mir aus, gell. Gehen wir zusammen, die Kinder. So ist es. Gern haben deren sie ja. Wenn der Peter was mitbringt, ist recht, dann bauen wir auf. Ja. Und wenn er nichts mitbringt, Dann bauen wir ab. Von wegen, dann muss er ihm arbeiten, bis er es geschafft hat. So Gell? ist es, ja. Na, siehst du, Adlerwirt, das hast jetzt recht gemacht. So, Max, und jetzt bist du dran. Ja. Weil mein Mann und ich keinen Gemeindesekretär als Mitgiftjäger dulden. Also los, fang an. Ja, ist gut. Nachdem die Zeitung immer noch nicht da ist. Das gibt's doch nicht. Also, gut. Ja. Liebe Schwiegermama, lieber Schwiegerpapa. Also, die Liesl und ich, das heißt, Ja, ich und die Liesl, so ist es. wir haben uns schon sehr, sehr lange gern. Na, das freut mich. Ja, und deshalb Ja, deshalb. frage ich euch hiermit, Ja, frag. wo bleiben die mit der Zeitung? Doch nicht. Da ist ein Lied zur Zeit. Da ist die Zeit. Okay, dann Zeitung? Steffi? Lies, Vater, lies. Da ist bei mir schwimmt alles vor die Ja, Augen. Vater. Also, Lotto. Mei, mir wird's ganz schwarz. Ja. Und gar Heini, liest du. Also tu den Lottozettel her, dann werden wir vergleichen schon können. da ist schon da. Also 4, 4 habe ich. Ja, 14, 13. 14, 13. Komm, die ist 13, ich habe auch 13. Komm. Hallo. 14. Was 14? Dann habe ich ja gar keine 6 richtig. Mein Gott, Vater, bist da du ein Murkser. Auf dich ist kein Verlass. Ich hab doch gewusst, dass man die zu nichts brauchen kann, du. Ach, jetzt ist schon, wie es ist. Jetzt muss ich den Peter schon behalten. War's nicht auch bloß ein Lotteriespiel? Ja, so ein Aufschneider, so ein trauriger Herr. Das ist ja glatter Betrug. Was bin ich? Du geh mal da auf Zeiten. Heini, da danke ich dir. Der hätte ich sauber draufgezahlt bei der ganzen Geschichte. Mein Gott, na jetzt muss ich mein schönes Gewande auch wieder hergeben. Und die schöne warme Du Unterwäsche. kriegst ein zweites Kopftuch und das gib mir Ruhe. Ja, also, mich müsst ihr es entschuldigen, mein Ja. Beileid, lieber Herr Peppi Bürgermeister. Tuttinger, es tut mir leid, Ja, gell, ich aber weiß. auf alle Fälle hast du ja deinen Peter gut untergebracht. Ja, das stimmt. ist ja das Wichtigste, ja. gell? Du musst weg vom Ja, Fenster. so ist es. Also dann, Wiederschauen. Ich muss jetzt gehen, weil bei mir gibt's was zu essen. Wiederschauen. Jetzt isst du wieder weiter. Die 2000 Mark kriege ich wieder, die kriegt dann Gitti als Aussteiger. Leopold, die hast mir doch geschenkt, was soll denn das? Ja, Also, Ich möchte meine 1500 Mark auch wieder, du gell? hast mir's auch geschenkt, ich habe Zeugen dafür, gell? Jawohl, geschenkt ist geschenkt. Wir haben alle gezeugt. So ist es, ja, Jawohl. recht, Anita. Ja, so eine Gaunerei da herin. Wart's nur. Wir sehen uns vor Gericht wieder, gell? Das Geld muss wieder her. Da hätte ich einheiraten sollen. Halt. Ich hab mir verschaut. Was hast du? Hast du verschaut? Warum hast dich du Ich verschaut? hab der Liesl nur sagen wollen, dass der Max nur das Geld heiraten will. Heini, lies hat's der Vater doch richtig. Also schauen wir nochmal. 4, Hab ich. 8, Ja, 13, 13 habe ich. 27, Ja, 37, jawohl. 43. Jawohl, alle 6 habe ich richtig. Bei einem Gewinn von 1.560.000 Mark. Hurra, wir sind Millionär! Dann hat er ja doch alle 6 richtig. So ist Das gehört daher. Das gehört daher. Jetzt ist wieder alles in Ordnung, gell? Vater, du bist ein Lottoheld. 1.560.000 Mark.
Aber Josef Maria. Du kriegst jetzt 3 Kopfdinger heute Goschen. Peppi, ich hab ja gewusst, dass was steckt in dir. Ich freu mich so viel mit dir. Peter, Pfingsten, wer geheiratet? Juhu! Mein Vater, ein Lottoheld, das hast du gut gemacht. Jetzt geht's ja Gitti. Ja. Wart, Schwiegervater! Aha, jetzt ja. Was? Lieber Freund, sehr geehrter Herr Josef Maria. Ja, bitte, es geht schon wieder ab. Liebe, gnädige Frau, hiermit bitte ich euch um die Hand eurer Tochter. Wenn sie dich immer noch mag, Dann nimm sie. Natürlich mag's mich. Liesl, am Pfingsten heiraten wir. Ja, Max, am Pfingsten heirate ich. Aber nicht mir zwei. Weil dich habe ich gerade kennengelernt. Papa, ja. ich heirate den Jagerlösel. Weidmanns Heil! Halt. Weil alle so schön beim Gehen sind, lass dich du nicht aufhalten, du Erpresser, du! Ach so, Was ist so? dann braucht er die 3.500 Mark nicht mehr zurückgeben, die ich für dich sichergestellt habe. Die hast du für mich sichergestellt? Freilich. Dann bist du ja doch ein wahrer Freund. So ist es. Heini, haha, schenke ich dir. Ui, ich Bei dem danke Gewinn. dir. Du schaust im Spiegel an, aber nochmal so viel. Schadala. Und ab heute trägt der Peppi wieder Lackschuhe.